So entstehen an der Deichstadt, an der Deft von unserem Planet, do wo et Gunneich gëtt, wo Gunneich gesäit, so Millionen von Jahren gebraucht, für dahin zu kommen, wo der Mensch se konnte exploitieren. Sie funkelen, sie glinneren, sie faszinieren jeden. Gëtt sogar gesot, dass se de Frauen hier best Freunde sind. Jetzt geht von den Edelsteinen, den Mineralien. Den Naturmusee hat am August eine Kollektion von rund 9.500 Steinen gekauft, die zum Teil ausgestellt gehen. Da wir da willkommen an der Ausstellung von Naturmusee From Dark to Light, die wir zusammen entdecken. Covid oblige muss man natürlich die Vernissage online machen. Es wird gerade gestreamt, da dem Site vom Naturmusee und natürlich auch über die sozialen Netzwerke, Facebook an den YouTube-Channel vom Naturmusee. Ich bin hochfrisch drauf, für ich mit da durchzuführen und wir entdecken die heutige Ausstellung zusammen. Kommt mit! Während der Expo gehen ganz viele Sachen thematisiert, notamment den Ursprung von den Steinen. Wie sehen Minen aus? Was bedeutet Stein? Was sind die verschiedenen Steine? Was ist die Symbolik auch über die Geschichte, über die verschiedenen Kulturen? Wie exploitieren sie? Und was sind Spezifizitäten von den verschiedenen Steinen? Wie ihr seht, geht es von Diamanten, Rubinen, Saphiren, Emeroden, fantastisch Nimm, die enthält und die lachen. Hier seht ihr zum Beispiel schon einen kleinen Eindruck oder einen kleinen Abblick an Minen, weil Minen sind natürlich extrem wichtig, wenn es um Stein geht. Wo kommen sie hier? Amethysten, Topasen, lauter Nimm, über die wir werden schwätzen und die hier Wichtigkeit tun an so einer Ausstellung. Wir gehen hier durch einen Saal, wo da schon einen kleinen Aperçu kriegt, zum Beispiel hier sieht ihr Turmalinen, es blinkt alles und ich muss sagen, der Kader, den also auch, wenn er hier vorne steht, ganz apart, ganz speziell, gibt eine schöne Ambiance zurück und ich freue mich, wie gesagt, hier durch da durchzugehen, über die Puzzle, die die Ausstellung hier ausmachen, wo wir direkt weiterkommen, aber mit einem kleinen Aperçu, wie gesagt, von dem, was die Ausstellung heute zu bieten hat. Wir sind hier an den Hauptsaal, wo ich bei einer Person komme, wo ich garantieren, den Funkeln an den Augen hat. Das ist keine andere Person, wie die gesitten lo geschworen hat, über die Kamera. Das ist der Direktor vom Naturmusee, den Alain Faber. Guten Abend, Herr Faber. Immer auf die Spezifizität von dieser Ausstellung zu schwätzen kommen, es ist wichtig, einen Appell zu machen, wieso diese Ausstellung eben nicht konnte normal passieren, wie das immer der Fall ist mit einem richtigen Vernissage, mit Leuten, für was wir gerade gestreamt gehen, virtuell. Ja, wir sind natürlich immer froh, wenn die Leute an den Musee kommen, aber im Moment ist das eben nicht möglich, für die High-Version Gesicht für das online zu machen und den Leuten einfach dadurch eine Impression zu geben, wie die Ausstellung ausgesehen, und da können sie noch gemütlich während der Zeit, wo es oben ist, dann die Ausstellung besichtigen kommen. Also, da ist mal direkt für wie stellt er aus? Ja, einerseits sind natürlich hauptsächlich die Stücke, die wir in der Sammlung haben, die sind an dem ersten Teil von der Ausstellung besonders am Vorschein kommen. Und das ist eine Sammlung, die schon relativ lang besteht und die löserlos gewusst ist. Am zweiten Teil von der Ausstellung geht es mehr um die verschafften Steine, die geschnitten und poliert sind. Da sind wir natürlich viele Leute kontaktiert, die Stecker gelenkt haben, für sie auszustellen. Und da sind wir auch ganz froh, dass wir eine große Varietät von Stecker weisen. Wie kommen wir eigentlich zu dieser Kollektion von den Mineralien, die wir heute entdecken und den Edelsteinen? Ja, eine Mineraliensammlung ist wertvoll, wenn sie alle sind, das ist bei uns der Fall. Also sie geht zurück auf die Anfang von einer Société des Sciences Naturelles, die am halben Jahrhundert vom 19. Jahrhundert entstanden ist und die damals schon einen Naturaliekandidat hat an dem alten Athenäum. Das war der Ursprung. Die Membres von der Société, die haben ganz kräftig geholfen, die Kollektion abzubauen durch Schenkungen. Und kann ich zum Beispiel einen rauspicken, das ist der von Henri Moos, das war ein Ingenieur von Bresel, der mit einer Lützeburg bestört war, für das Interesse für das Naturmuseum. Und den hat dann geschafft an Italien, an den Alpen, einen Tunnel als Ingenieur und hat dann da gesammelt. Und die Sammlung hat ein Musee oder damals der Société des Sciences vermacht.
an die besteht im Haut nach an der Kollektion und da sind noch Stecker davon ausgestellt, an anderem dann Granat an Grund. Schon den ich das gesot den Museum d'Akquisition gemacht wo ganz viele Steine, dat wurde letzten August mit sie ganz viele Steine, die kommen aber aus Brasilien. Verst du den Kontext? Ja, das ist eben gelehnt durch die neueste Kollektion, die wir gekriegt haben. Das ist eine Schenkung von einem früheren Mineralog, der Professor war in Brasilien, den sehr ganz Leben lang geforscht hat, ob Pegmatit-Mineralien, das sind die größten Mineralien, die gehen. Und zum Schluss von seinem Leben hat er nach zusammen geschafft mit diesem Mineralog am Haus und dadurch hatten dann die Ausstellung dem Musée vermacht. Aber wie das bei vielen Schenkungen ist, der Hauptgedanke von den Leuten ist, für zu sagen, ich gehe im Musée, da wird es ausgestellt, da sind auch viele Leute und da können daran Wissenschaftler dünner drauf schaffen. Und in dem Kontext wird dann noch die Stecker dem Musée vermacht und mit der Hilfe von verschiedenen Leuten, unter anderem der Konsul honoraire von Lützeburg zu Brasilien und dem Ambassadeur zu Lützeburg für Brasilien, den uns geholfen, die Stecker rüberzubringen am Transport, das eben überholt von der Cargolux. Wir hunlo klengen aperçu krit, wie man mit der Kamera durch die verschiedenen Säle gegangen sind. Das ist eine impressionante Ausstellung, wo ganz viele Sachen dran sind. Aber eben just der Fakt, dass sie impressionant ist, deutet wirklich darauf hin, dass es eine enorme Ekippenarbeit war, für so etwas auf Bild zu stellen, gerade an diesen schwierigen Zeiten. Ja, ich meine, die schwierigen Zeiten haben ein bisschen matt gespielt, aber die Zusammenarbeit, die trotzdem möglich gemacht und ich meine, wir haben nachher im Museum paar Service, die schon ein bisschen Übung haben, diesen Service Museografik, den Szenografie gemacht wird, mit einer Servicetechnik, den bei der Beleuchtung ganz viel geholfen wird. Wir haben natürlich auch den Mineralog, den als Kommissar von der Ausstellung alle gut Stecker sicher gegangen ist, Kontakte gemacht wird, an Sachen wissenschaftlich zusammengebracht wird. Die müssten wirklich während einer langen Zeit eng zusammen schaffen. Allo kënnt an Relais empfang vun den Ekippen wie Kommunikationun, Service edukativ, noch Surveillance, die dann Leiit begleden durch d'Ausstellung fir dat ze können optimal dafür profitieren. Wat fir de Vernissage gëlt natürlich auch fir d'Ausstellung. Et kann in gewissenen Bedingungen heinerkommen, et soll in heinerkommen, mé wie gesot ënnert den gängegen Sicherheitsmesuren, so wie sie amment an Platz sinn, wat anders ze sto am Programm. Ja, im Moment sind Mesuren so, dass wir einen gewissen Zahl von Leuten ranlassen. Das geht am Prinzip für Normalzeiten durch. Also kein Point, wo nicht kommen, meistens als Sonntags, Mittags, wo die meisten Leute kommen. Man soll sich ein bisschen informieren, wie das manche Leute kommen und da vielleicht von den Zeiten profitieren. Da kann man auch die Ausstellung gucken, ohne dass große Kontrakte hat von der Visite. Für was Konferenzen anbelangt an Visitideen, da sollen Sie am besten in den Internetseite wenden, für die aktuellsten Informationen zu kriegen, wie das soll auflaufen. Dann ist da doch mit alle Sicherheitsmaßnahmen aufgesichert. Also die hat doch ganz viel Resilienz bewiesen, so wie die meisten Leute auch an diesen Zeiten. Am Normalfall, Herr Faber, wird ja so, dass der Kulturminister präsent wird. Sie hat aber die Chance, morgen schon eine Visite zu machen. Und, ich meine, so eine kleine Message an los, wieso ihn unbedingt sollte, dass Exposition kommen. Wir gucken uns mal an, was Sam Tanson zu der Exposition sieht. Schönen guten Abend auf diesem ein bisschen speziellen Vernissage hier am Naturmuseum. Die Kultur muss kreativ sein und das ist auch. Sie muss weiterhin bestehen und weiterhin auch können Vernissagen zelebrieren und Ausstellungen eben zum Entdecken bringen. Und das machen wir heute Abend ein bisschen mehr Digital-Erderweis, wo das Naturmuseum sich extrem viel mehr gehen hat, für etwas zu weisen, wo sie auch hunderte Kulissen drauf schaffen. Das sind dann Mineralien und auch Edelsteine, die dann daraus entstehen. Die Faszination für das blinkische Steine, die sind nicht neu, das gibt es schon seit Jahrhunderten. Und das gesagt den auch hier an der Ausstellung, wo das Museum nicht nur auf seine eigene Kollektion zurückgegriffen hat, auch auf die Kollektion notamment vom Nationalmuseum, aber auch steckerweise, die zum Beispiel Lützeburger Kreateuren aus diesen Mineralien gemacht haben. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Découverte und ich hoffe, Ihnen auch dann Ihre Geschwindigkeit können physisch zu empfangen. Soweit also Kulturminister Sam Tanson iwwer das Exposition, die wie gesot den nowen Vernissage huet dat
aber virtuell. Wir sind aber live für ihr Sto, wir gehen noch gerade gestreamt. Das hat wie gesagt Site vom Naturmuseum und noch über die gängigen sozialen Netzwerke, also welche Facebook, an dem YouTube-Channel auch vom Naturmuseum. Heute stehe ich neben dem Kurateur von der Ausstellung, dem Conservateur de Minéralogie, dem Simon Philippot. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous aussi, vous avez les yeux qui pétillent hein, quand on vous voit à l'intérieur. Vous êtes vraiment dans votre élément ici. Je suis passionné. C'est un métier passion et effectivement, ici, quand je vois cette réalisation, ce qu'on a pu y faire, c'est exceptionnel pour moi. D'où vient votre passion pour les pierres précieuses et semi-précieuses? Depuis tout petit, je collectionne les minéraux. J'ai eu l'occasion de trouver moi-même des minéraux. Puis les études, grâce à certains professeurs, m'ont amené à faire la géologie. Et puis de fil en aiguille, je me suis vraiment dirigé vers la minéralogie. Donc en fait, il y a un fil rouge, on l'a dit tout à l'heure, tout au travers de cette exposition. Combien de pierres sont exposées à l'heure actuelle? À peu près 450. 450 pièces au total, quand on compte l'ensemble des vitrines exposées. On a entendu qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Comment est-ce que vous arrivez en tant que curateur à faire un choix? Alors on a fait un choix bien sûr par rapport à la diversité des pierres qu'on devait montrer et puis par rapport à la beauté des pièces qu'on voulait montrer. Le musée a reçu aussi des pierres de la part d'une donation d'un monsieur qui avait des liens assez serrés avec le Luxembourg. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet élément? Du professeur Kazdan, c'est effectivement quelqu'un que j'ai rencontré il y a maintenant à peu près 20 ans. C'est devenu un ami. On a fait plusieurs voyages ensemble sur le terrain dans le cadre de missions géologiques ensemble, visiter des mines. Et il a visité le musée. Quand il a vu la manière dont le musée était géré, il a décidé de faire don de toute sa collection au musée. En parallèle, on a fait un livre ensemble, un livre d'à peu près 600 pages, qui représente toutes les gemmes, donc ces pierres précieuses du Brésil. Et maintenant que la collection est chez nous, toutes les pierres figurées dans le livre se trouvent dans nos collections. Donc vous êtes vraiment très très fiers d'en parler ce soir, ça se voit, il y a une certaine émotion. Et je pense aussi qu'il y a une émotion par rapport à un coup de cœur. Donc vous avez dit, vous êtes passionné depuis toujours par le sujet. Oui. Quel est votre coup de cœur et pourquoi? Donc je pense qu'il est juste à côté de vous. Juste deux coups de cœur. Le premier, on va dire, c'est cette topaze bleue qui est exceptionnelle par la forme, de par la mine de laquelle elle provient, parce que c'est une mine qui est maintenant tout à fait fermée. C'est un cadeau qui a été fait au professeur Kazdan parce qu'il travaillait en collaboration avec les mineurs. C'était quelqu'un d'humain qui travaillait en direct avec les mineurs. Et c'est une pièce qui est vraiment exceptionnelle de par sa qualité. Quand on la regarde bien en détail, il y a vraiment une zone bleue qui est encore plus marquée à l'intérieur, qui décrit la zone de croissance du cristal. Donc, la forme est magnifique, la couleur est magnifique. Donc c'est ça qui est significatif en fait d'une très belle pièce. D'une si très belle pièce, bien. oui, Ouais. tout à fait. Comment est-ce qu'on arrive à inclure toutes ces pièces au sein d'une seule exposition? Les inclure au sein d'une seule exposition, c'est un travail de choix. Tout d'abord, on doit établir des thèmes. On a voulu parler d'abord des pierres plus basiques, donc des quartz, des améthystes, vous les avez vus au début, parce que c'est les premières pierres qui ont été travaillées, notamment par les Romains. Et puis ensuite, passer à travers les différentes pierres précieuses et surtout montrer aux gens qu'il n'y a pas que le diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude, mais qu'il y a une variabilité énorme de pierres précieuses qui sont souvent méconnues du public. Mm-hmm. On va vous voir tout à l'heure. Merci donc au curateur de l'exposition From Dark to Light. On va continuer notre petit parcours, mais vorhin noch so ein bisschen führen an der Ausstellung. And I'm going to switch to English now because I have the honor to stand next to Peter Lickberg. Good evening. Good evening. Good evening. So you're a private collector and you're a big expert on mines and also on gems. What's the importance of knowing what mine you're dealing with and where the gems come from? Well, it's very important, but for both me and Dr. Filippo, the main thing is the geological context. So all these things were formed. We have here 1.7 billion years ago, 100 million years ago. So what is important, the Earth compared to other planets
it is that our Earth has 5,800 minerals discovered so far, while other planets have 50, 100 minerals. And it's because we have plate tectonics, we had a huge development of, we have 92 naturally occurring elements. And some of the ones we're showing here are the smallest ones, lithium, beryllium. And the first mineral that was formed in the universe was probably diamond, because that's the one that occurs natural. It's one of the smallest elements. And here is beryllium, beautiful heliodor crystals. And of course, for us, if you don't know exact origin, it doesn't have the geological context, which in fact it's not interesting. We analyze the geochemistry of specimens, we look at the inclusions, exactly what temperature, the depth they were formed. And for instance, this deposit in Ukraine, so we're speaking here about two European deposits, Urals on the other side here. They're mined 1,900 pegmatites. Inside the granites were these blobs of highly enriched with elements that are not compatible in normal granite, which is lithium and beryllium and fluorine and so on, and many rare elements. And these are very important, especially nowadays in high technology. Everybody knows about lithium battery. Some people ask you, why are those minerals important? The whole modern society is based that we take care of the minerals and we understand them. And even in a pegmatite like this, you can find other ore deposits. You can find minerals, if you study the structure, that will give you huge applications in technology. So it's really important, the scientific value that's taken out of all this, of the mines and of the gems, is really something that's bringing humanity forward as well. Absolutely. And if we look here comes a historical importance. Here are mines that were started in 1668 in Russia, and I'll just show you here. For instance, this little aquamarine heliodor crystal, the small green one, it came with a Russian geology student to Germany in 1774. So it's documented, and that's another historical part. Each piece here, this one was found 1962. We have other pieces here that were found long time ago. So we know exact origin. This came in 1991 from 12-meter depth, pocket 133 in Startseva pegmatite. So this was found in the winter 1899-1900, 22-meter depth. Why is that important? Because in the Urals you have pegmatite fields, hundreds of them, if you know exactly which one. When you want to study one vein, it gives, you study the geochemistry within vein system, and it gives you an idea how things formed, and also for the future. Now, for instance, in the Vosges Mountains, not far from here, we have granitic systems with pegmatites, with all the elements we need for the future. So everything you can imagine is in fact found in pegmatites, all the rare elements we need. And so it has many, many important applications. Now the pieces we see here, because it's a gem exhibit, these are the most beautiful crystals that have been found very fascinating, in respective areas. I must say. Thank you for this and for now, Mr. Lickberg. Natürlich bin ich für Druck gesagt, dass heute sind Dealer aus einer Ausstellung, also aus einer Kollektion, besser gesagt. Die müssen eine Schwur treffen, aber am Naturmuseum sind da noch ganz viel, die sie repertoriert gehen an einem RTL-Reportage von Dan Wirot. Vom Deistren bis an Lucht. Eng Rees an dem Zentrum von der Erde, die neue Expo am Naturmuseum. Voilà, hier sind wir an einem vom Depot vom Naturmuseum. Muss ja wissen, dass man am Museum selber nur 5% von dem ausstellen, was man eigentlich schon. Wir haben riesige Sammlungen, hier sind wir an der Zoologiesammlung in anderem, wir haben auch Mineralien der Paläontologie, die hier versucht wird. Verstängert Tieren, mysteriös Steine, wertvoll Edelsteine, geformt über Millionen von Jahren. Ja, da haben wir auch schon das Himmel als unser Kurateur, Konservateur von der Mineralogie, der noch bestimmt am Gangen ist, für seine Erstellung hier Stecker zu sichern. T'as déjà trouvé quelque chose, Simon? Oui, Patrick, ben, ça commence à se préparer. Il y aura vraiment quelques très belles choses pour cette exposition. Quarzen verbunden mit vielen Geheimnissen, mit Legenden, mit magischen Kräften. Die wenigsten Leute wissen wirklich, wo die Mineralien herkommen, wie sie entstanden sind, wie sie an ihrem ursprünglichen Zustand ausgesehen und wohin sie finden. Nous avons reçu une énorme collection du Brésil, 9500 échantillons, qui est une donation d'un ancien professeur d'université brésilien. Mais on a vraiment emballé ces pièces-là sur place. Donc vous avez les boîtes, on est en train de trier et on est occupé vraiment à chercher les pièces les plus intéressantes pour cette exposition.
De Muse de Gëttlo iwwer 160 Joer am mat zu den nächste Stecker, die an Kollektion iwwer hat vum Muse rakom sinn hunn eng ganz Party vu ganz interessante wichtechen Mineralie geheiert an die Kollektion, die huet schon iwwer Jozenten stännech weiter developéiert. Kollektion vun de Mineralien am Muse ass beandruckend. Sie gouf iwwer Jozenten ze Summestalt vun Donateurer Sammler aus alle Länder. Och Lützeburger Sammler hunn hier ganz Kollektion dem Naturmuse geschenkt. Il y a d'autres minéraux, des minéraux qu'on appelle ici les micas, en luxembourgeois c'est glimmer, et vous voyez cet aspect glimmer, on le voit très bien, et toute une variété de couleurs aussi dans ce genre de minéraux qui peuvent contenir du lithium. Et vous savez que dans les voitures électriques, on en parle assez bien en ce moment. Je vais quand même vous montrer des pierres qui sont intéressantes et toujours très impressionnantes. C'est ce qu'on appelle les météorites, donc ces pierres qui tombent du ciel. Voilà, donc ici on est un peu dans notre salle au trésor avec des tout petits spécimens qui sont de la systématique qui permettent de faire de la recherche également. Des spécimens plus importants, plus historiques. Je vais vous ouvrir des boîtes. Alors bien sûr on a des emballages spécifiques, mais voyez ici très intéressant un échantillon de cuprite qui vient de Namibie. Une pièce qui vient d'Afghanistan avec une assez jolie composition. Vous voyez des quartz. Donc voilà ici par exemple des échantillons de pyrite, minéral relativement commun mais souvent très bien cristallisé, très brillant avec cette couleur jaune. En luxembourgeois, on peut l'appeler Clenche Gold ou Katze Gold ou Falsche Gold. C'est vraiment toute une série de noms qui existent. Peut-être faire un arrêt sur cet échantillon-ci, qui est assez spectaculaire, qui vient de l'île de Madagascar. C'est ce qu'on appelle la Célestine. Et klingt vielleicht verwonderlich, mais Lützeburg ist kein unbekannte Blatt am Dictionnaire von den Mineralien. Il faut savoir qu'il y a 5400 minéraux connus au monde uniquement, et on en a trouvé un au Luxembourg. Et quand ils ont fait les travaux de la SEO, ils ont percé un nouveau tunnel. On a trouvé des toutes petites fibres. En les analysant, on s'est rendu compte que c'était une nouvelle espèce inconnue sur Terre, et on lui a donné le nom de Luxembourgite. De Luxemburgit, den wohnt den am Ende am Grund, am Naturmusee, genau do, wo in all Facetten von seinen Akoliten kann kennenlernen. Das war also ein ganz interessanten und impressionanten Blick an Kulissen vom Naturmusee an die Welt von der Stein. Wie gesagt, wir sind auch immer am Livestream vom Vernissage von der neuen Expo hier am Naturmusee From Dark to Light. Und ich stehe noch beim Erik Schockmel, den Museograf vom Naturmusee. Wenn ihr lo so eine Ausstellung hört, worüber muss ich dann besonders aufpassen oder anders ausgedrückt, wie setzen die Piècen am besten an 10 oder an Valeur? Ja, also ich mengen Schwätze mal stellvertretend für all die Equipen, die das zusammen gesagt haben, das normalerweise nicht so üblich, meine ich, dass der Museograf bei einem Vernissage schwätzt, aber dafür... Das ist nicht üblich am Moment. Ja, am Moment ist effektiv nicht üblich. Und voilà, das eine ganz Equipe von Szenografen, Grafiker, technischem Personal, an Gestionspersonal, die da Handelsstierchen für selbst auf Bein zu stellen. Und ich will Ihnen natürlich auch merci sagen für die super Arbeit. Und dass hier ihre Blick und ihr Talent durch die Pferdespringen ein Objekt, den eigentlich schon ein ganz schönes Objekt ist, nach mehr an 10 zu setzen, dem das noch ein bisschen so rauszukitteln, was eigentlich dort das Potenzial ist.
das effektiv geschieht dat durch eng Mise en scène, dat geschieht durch Belichtung, die ist ganz wichtig an dieser Ausstellung, dass wéien de Schwa trifft zu summe am Kuratier natürlich für die Objekte bei zu stellen. An wat mech als Museograf besonnech interesseiert, dat das effektiv denen Objekten, die ganz schécher sinn, vielleicht awer danach en extra Dingcht ze lechten an den Kontext zu setzen, also hin gewissen Sinn zu gehen, da seht, das net nimme schönen Objekt, mir wat kann als nach so das eng kulturell Geschichte, die han drückt, das eng wissenschaftlich Geschichte. Genau, das sind Objekte, die Geschichten 100 Geschichten erzählen, an dat an 10 zu setzen, dat das am Fond dat wat mengglisch nach die Plus-Value aus die iwwer dat de schönen Objekt rausgeht. Per Definition aus de schönen Objekt auch etwas Wertvolles, also es ginge ja net edel stehen heechen. Wat das dann nach etwas, wat das Museum schloen det beim Sujet? Also ich ging das ganz ehrlich so echt also als Laien zum Sujet kommen. Also ich war für die Runde nicht extrem bewandert an der Mineralogie und dafür habe ich auch ein bisschen so au fur et à mesure entdeckt, wie man die Erstellung entwickelt haben. Und das ist natürlich immer gut für selber sich Sachen so zu erklären, weil dann weiß ich nämlich auch, dass in Hanno engem Publikum, der vielleicht nicht schon das Vierwissen hört, das auch mal auf den Weg kann gehen. Und was mich, also sie wirklich impressionante Objekte dabei, mir was mein Herz vielleicht mehr schlo lässt, das heißt doch den unscheinbaren Objekt. Also im an der Sammlung, noch an der Ausstellung am echten Saal Hummer so eng Vitrinen mat zwei ganz kleine, ganz unscheinbaren Emeroden, die für mich persönlich vielleicht so ein Highlight sind, auch von sie nicht nur ausgesehen, mir das sind Stänge, denen hier Konditionen, wie die entstanden sind, die sind so spezifisch und so unwahrscheinlich und dort so viel müssen zum richtigen Moment, die wird ganz lange Zeit zusammenspielen, für das die so entstanden sind. Und ich hoffe natürlich, dass ich will auch nicht so viele Spoiler rausgehen, aber ich hoffe natürlich, dass Leute noch kommen und dadurch dann entdecken, weil das wirklich schon ganz interessant wird. Verschiedene von den Objekten stöcht. Merci also dem Museograf vom Naturmusee de Erik Schoppmel an Stremelo bei Marianne Hoffmann. Die sind responsabel vom Service éducatif am Naturmusee. Die Themen, die hier geschwert gehen, sind nicht immer einfach zu verstehen. Es geht ganz viel an die Geschichte ran, es geht an die Geologie ran. Wie wollt ihr da das Thema dem jungen Publikum mitbringen? Ja, wir hatten uns gedacht, wir fangen mit Sachen, die Kinder oder auch den Grand Publikum am Allgemeinen aus ihrem Alltag kennen. Das heißt, Kinder kennen zum Beispiel Geschichten, wo Schätze drauf kommen. Oder zum Beispiel, wenn sie bei uns kommen, dann die mal hin eine Krone auf mit Edelsteinen oder sie gehen verkleidet oder sie fühlen sich dann mit Bijou wie eine Prinzessin und dadurch können sie auch die Symbolik von den Edelsteinen verstehen. Wir fragen sie dann am Anfang, wie wert fühlst du dich so ernst? Und dann merken sie, dass sie sich ernst fühlen, weil das so kostbare Steine sind. Und dadurch kommen wir dann eben wie weit mit ihnen. Was für ein Sujet oder will es mehr spezifisch anzugehen, weil das ja wie gesagt schon eine helle Wohl aus Sujets, die sich anbieten bei seiner Ausstellung. Ja, wir gucken natürlich auch für viele Experimente zu machen, für zu gucken, wie Wurstkristalle oder wie können wir aktiv mit ihnen drunter gehen. Wir gehen natürlich auch ganz normal durch die Ausstellung, wir gucken uns die Steine an. Die machen nicht einfach Visiten. Also die Kinder sind hier am Museum immer und den Expositionen beteiligt. Ja. Was tut das Willis mit ihnen? Ja, wir gucken. Wir probieren rauszufinden, und wir gucken für dich, was möchte Edelstein aus, wie kann ihn Teer zum Beispiel, wir machen Experimente für Teer rauszufinden, da gibt es eigentlich helle Moos, wo sie dann so Ritz für sich können machen. Wir werden auch noch selber noch Edelstein sichern, wenn du rausfindest, dass am Schwestregard, hier auf dem Museum, da sind da Schatz verstopft, und wir werden mit den Kindern die Schätze vom Edelstein sichern, und da mussten sie Sand siften, und hier, das dauert lang, und selber wie hier Stein fangen, und da können sie auch jemand heimholen.
sie sind ziemlich aktiv. Aber Informationen also über den Service edukativ, die gehen natürlich dann noch online an noch wen sich an diesen Zeiten zu beholen. Heute merci Marianne Hoffmann. Hi für. Und dann gehen wir rüber bei einer Person, die sich nicht Männer auskennt, mit den Edelstein. Ich begrüße Madame Kindchen, Ingrid Kindchen. Bonsoir. Bonsoir Natacha. Donc vous êtes en fait, vous travaillez les pierres précieuses et vous avez un œil très averti parce que vous arrivez à reconnaître le vrai du faux. Oui. Alors c'est un peu plus compliqué que reconnaître le vrai du faux. Je vais vous emmener en voyage par exemple en Colombie. Donc vous recherchez une émeraude naturelle évidemment. Alors pourquoi je dis émeraude naturelle? Parce que voilà, on est dans le faux quand on parle d'émeraude de synthèse. Donc il y a des émeraudes synthétiques, mais on peut également vous proposer de l'artificiel, du verre aussi, ou même des pierres naturelles mais qui imitent l'émeraude. Est-ce que les différences se voient à l'œil nu? Alors non, bien sûr on passe par différents instruments. Donc la loupe dans d'abord l'œil, ensuite on utilise la loupe. Par exemple, dans des pierres synthétiques comme les saphirs qu'on vous présente ici, avec la méthode Verneuil. Donc la méthode, en fait, ça se dépose par petites couches. Et toutes ces petites couches, quand on a la pierre taillée, on la regarde à la loupe, on voit des stries courbes. Donc là, on voit que c'est un saphir synthétique. On peut également avoir des petites bulles, comme dans le verre, on a également des bulles. Vous avez, enfin, quelles sont vos expériences justement dans cette matière? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent un avantage ou qui essayent de vendre justement un synthétique pour un vrai? Ah oui, quand on arrive dans le pays, même si on se présente comme gémologue, on est testé et on nous présente bien évidemment des pierres de synthèse ou du verre. Donc un touriste dans la rue, on lui propose tout et n'importe quoi malheureusement. Vous êtes également créatrice de bijoux. Alors mon partenaire est gémologue et artisan joaillier de formation et de métier. Donc oui, on a comment dire, créé des bijoux et d'ici peu on dévoilera en exclusivité une collection qu'on a créée pour cette exposition de la mine aux bijoux. Et j'ai déjà trouvé la salle où se trouvent ces bijoux, donc je vous invite à m'accompagner. Wir gehen also lo an den letzten Saal von dieser Ausstellung, wo es an der Hauptsache um Kreation von Bijoux geht. Und da werdet ihr gesehen, das relativ beeindruckend durch die ganz vielen Namen von Leuten, die eigentlich zum Teil auch gar nicht so alt sind, die alle guten Bijoux kreieren. Madame Kindchen, emmenez-nous vers votre vitrine phare. Donc on pourra découvrir les pièces en même temps que vous. Donc toutes les pièces que vous trouvez dans la vitrine et notre collection sont faites à partir de pépites. Donc des pépites de Madagascar. Donc là vous avez des boucles d'oreilles avec des zircons du Cambodge et de l'or de Madagascar avec un petit pivotant. Également les trois cercles que vous voyez dans la boucle d'oreille peuvent pivoter. Ici, vous avez une bague avec de la stibiotantalite. Donc, vous voyez, là, on a le cristal qui est extrêmement rare et on a pris une partie de ce brut qui a été facetté pour être monté en bague. Combien de travail il faut compter pour, par exemple, ce genre de bague? Alors là, il y a plusieurs corps de métier qui rentrent dans la réalisation d'une bague. Déjà, il y a les gémologues qui vont chercher les pierres. Ensuite, à l'atelier, on a la designeuse qui dessine voilà, les croquis. Après, on a, il y a la fonte. Il y a le serti, il y a l'artisan joaillier qui travaille le bijou et le polissage. En bas, on a une pièce qui est vraiment incroyable également. Donc c'est un béryl jaune, donc on appelle ça héliodore. Et celui-ci vient d'Ukraine. Donc on voit la pierre brute. On voit la pierre brute et la pierre montée. Je vais vous laisser la place pour la voir de face, qui est assez incroyable. Elle est absolument sublime. Et le but de cette création, c'était de ne pas étouffer la pierre, même si elle est imposante, et qu'elle soit portable, parce qu'elle est vraiment très très grosse.
mais le résultat est magnifique. C'est un magnifique travail. Merci beaucoup pour ces explications. Ich bin dann, wie gesagt, l'autonym von Leuten, die eben Bijouen kreieren, den Martin Steinbach oder so gut Fabienne Belnou oder Claude Schmidt, das sind von ihm rausgepickt. Wie gesagt, wir haben angefangen an der Exposition auf diesem Vernissage beim Ursprung von diesen Mineralien, diesen Edelsteinen. Hier sind sie verschafft. Da haben wir eine Tour dann auch gemacht, eine virtuelle Tour von dieser Exposition. Und ich gehe noch kurz zurück bei natürlich dem Direktor vom Haus, dem Alain Faber. Und auch natürlich dem Kurateur, dem Herr Filippo. Rebonsoir. Rebonsoir. Wir hoffen, dass die Tour euch gefallen wird. Die Tour hat mir enorm gefallen. Es kann ich nach Stunden drüber schwatzen. Ich meine, das Beste, dass die Leute kommen an das Museum, für selber die Ausstellung zu sehen. Voilà, das Museum ist ab von Donnerstags bis Sonntags, also von 10 bis 6. Es hat also viel Zeit, und die Ausstellung dauert bis den 6. Juni. Also jeder kann das auch abprogrammieren, für dann in Gelange zu kommen. Es sind noch Ateliers, sonntags meistens, die proposiert sind, da kann ich sich immer informieren, was gerade läuft. Mhm. Wie gesagt, die Ausstellung From Dark to Light nach bis den 6. Juni 2021 an Tiere sind op, die Leute können also hinkommen. Vielmals merci, dass die Tieren abgemacht hat, auch wenn es virtuell war heute Abend. Merci für die Faszinantrice eben Ostertes Expo. Merci vielmals. Ja. Merci auch. Voilà. Gut.